1 Basler Ruderclub, Bahn 2 Seeclub Sempach, Bahn 3 Seeclub Sursee, Bahn 4 Ruderclub Wohlensee, Bahn 5 Seeclub Standstaat, Bahn 6 Club Aviron Ville Fribourg. Wer wird dieses Rennen gewinnen? Peter Gisler wird es uns sagen. Jetzt alle Mamis, Papis, Tantis, Göttis, Gotten und so weiter, Großmamis, aufpassen, denn jetzt sind die Jüngsten hier im Rennen. Im Finale der Juniorinnen U15 und in Führung liegt nach Streckenhälfte auf der Bahn 4 der Ruderclub Wohlensee mit Aurelia Maxima Katharina Janssen. Ein wunderbarer Name. Dann haben wir an zweiter Stelle den Seeclub Standstaat, Sina Häfeli, und sie hat wiederum 2 Längen Vorsprung bis zum 3. Platz und den belegt im Moment Club Aviron Fribourg mit Marco Kovac, aber praktisch gleich auf mit der Bahn 1, dem Basler Ruderclub mit Chiara Wuldrich. Also um die Bronzemedaille ist noch nichts entschieden. Dann haben wir an der 4. Stelle in der Bahn 3 der Seeclub Sursee und dahinter in der Bahn 2 der Seeclub Sempach. Es geht jetzt also hier in die letzten Meter, respektive die letzten 250 Meter, wenn das erste Boot überfährt jetzt gerade die ersten roten Bojen, und es ist nach wie vor der Ruderclub Wohlensee mit Aurelia Maxima Katharina Janssen, die hier führt, mit einer Länge Vorsprung vor dem Seeclub Standstaat, Sina Häfeli. Dann sind es 3 offene Längen bis zu 3 Booten, die noch für die Bronzemedaille in Frage kommen. Nämlich auf der Bahn 1 der Basler Ruderclub Chiara Wuldrich, auf der Bahn 3 der Seeclub Sursee mit Lynn Albert und auf der Bahn 6 Club Aviron Ville Fribourg mit Marco Kovac. Das wird also noch ein spannender Einlauf. Wer hat die größten Kräfte von diesen jungen Ruderinnen? Und das scheint im Moment, die besten Karten hat der Seeclub Sursee mit Lynn Albert, die jetzt ihr Boot in Führung geschoben hat vor den anderen 2 Kontrahentinnen, die auf den Plätzen 4 und 5 liegen jetzt. An der Spitze gibt es einen Sieg für die Bahn 4 Ruderclub Wohlensee, gefolgt vom Seeclub Standstaat auf den 2. Platz. Und so wie es jetzt aussieht, sind noch etwa 100 Meter bis ins Ziel, wird die Bahn 3 Seeclub Sursee sich den 3. Rang holen, aber auf der Bahn 6 Club Aviron Ville Fribourg, Marco Kovac gibt sich noch nicht geschlagen. Sie hat jetzt noch einmal kräftig zugelegt, aber es dürfte doch nicht mehr ganz reichen, die Ruderin auf der Bahn 3 noch einzuholen, und auf der Bahn 1 kommt der Basler Ruderclub auch ganz knapp dahinter ins Ziel. Am Schluss des Feldes in der 2. Bahn der Seeclub Sempach. Und wir kommen zur Siegerehrung im